Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu Teil 3 des großen Saisonfazits. Diesmal gehen wir rein in die Spielerbenotung, schauen uns unsere oder meine Durchschnittsnote an und ich werde ein paar Worte zu jedem Spieler natürlich verlieren. Und wie immer der Hinweis, bevor wir reingehen, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn ihr nichts verpassen wollt, Glocke aktivieren. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Wichtiger Hinweis, Anzahl der Spiele, die ihr gleich seht, die eingeblendet ist, sind nur die Spiele, wo die Spieler auch noch benotet wurden. Ich benote keine Spieler, die weniger wie 20 Minuten gespielt haben, schon gar nicht Spieler, die irgendwie für 4, 5 Minuten reinkamen. Ja, diese stehen dann nicht unter Anzahl der Spiele, sondern ich benote nur die Spieler, die 25, 30 Minuten gespielt haben, wo eine Benotung auch sinnig ist. Ja, das als Hinweis und damit gehen wir rein. Ja, wir fangen natürlich im Tor an. Ich werde den ganzen Bums zweiteilen. Einmal Defensive und Offensive. Das werden also 2 Videos werden. Im Tor haben wir natürlich Manuel Neuer, mit dem wir auch anfangen. Ja, Manuel Neuer hat eine durchschnittliche Note von 3,31 bei mir. Ja, 18 Spiele stand er in der 11. Bei ihm ist relativ einfach, wenn er im Spiel ist, spielt er natürlich auch durch. Von daher hat er 18 Volleinsätze. 3,31. Ja, ist eine gerechte Note, denke ich, sagt aber auch einiges aus. Ja, ist jetzt keine Note, wo man sagt: „Wow, überragender Torwart.“ Manuel Neuer hat stark angefangen, stark reingestartet in die Saison auf jeden Fall, ja. War wieder viel, viel stabiler wie in der letzten Saison. Ähm, Wirkte auch frischer, ja, war wieder ein bisschen zügiger unterwegs. Umso länger die Saison lief, umso schlechter wurde er aber. Ja, das zeigen auch die Noten, wenn ich da noch mal kurz reinschaue. Jetzt zum Ende hin hat er sich wieder ein bisschen gefangen, da war es wieder ein bisschen besser, hatte aber schon 'n starkes Tief von 3, 4, 5 Spielen, wo er Tore verschuldet hat und auch nicht gut aussah. Auch fußballerisch hat man das Gefühl, da fehlt so der letzte Kick. Ja, da ist 'n Urbich viel, viel weiter vor ihm, was das Fußballerische angeht, finde ich. Ähm, Dass natürlich eine gewisse Reaktionszeit nicht mehr so da ist, als wenn man 21 ist, ist auch klar. Ja, auch, dass man vielleicht nicht mehr die Schnelligkeit im Kopf, in der Umsetzung hat, wenn es um Herauslaufen geht. Wir müssen ihn jetzt nicht irgendwie totreden oder sowas. Ja, wie gesagt, 'ne 3,31 ist immer noch eine ordentliche Note, denke ich. Aber jetzt auch nichts, wo man sagt: „Wow, das ist irgendwie noch super starke oberstes Regal.“ Deswegen verstehe ich persönlich auch nicht diese Diskussion über irgend 'ne Nationalelf. Ich wüsste nicht, aufgrund welcher Leistung Manuel Neuer da was zu suchen hätte. Ich habe schon mal im Stream gesagt, mein Bauchgefühl ist, dass Manuel Neuer schlau genug ist und nach dieser Saison seine Karriere beendet. Sollte er das nicht tun, ja, wird er seine Karriere ähnlich wie Thomas Müller mit Sicherheit nicht auf 'n super hohen Niveau beenden, ja. Das wird in der Rückrunde schwierig werden. Ich habe es schon gesagt, ich bin gespannt, wenn Manuel Neuer wieder so 'ne schlechte Phase haben sollte, wie er jetzt hatte, ob 'n Vinny ihn dann wirklich in irgendwelchen K.O.-Spielen in der Champions League ins Tor stellt, ja? Jetzt hat man an Neuer festgehalten, hat ihn durchgezogen, obwohl er 3 Spiele hintereinander gepatzt hat. Das muss man ganz klar sagen. Ey, ich weiß nicht, ob man das in der Champions League riskiert und dann riskiert, wegen eines Torwarts, der nicht auf der Höhe ist, auszuscheiden. Ja, da bin ich sehr gespannt oder ob man dann Obich reinstellt, der, wenn er gefordert wurde, da war bisher, ja. Das wird sehr, sehr tricky werden. Ich wünsche es Manuel Neuer, dass er nach der Saison die Karriere beendet, dann ist es noch auf auf'm hohen Level, eventuell sogar mit 'm Double. Wer weiß, vielleicht sogar mit mehr, wenn's gut läuft. I don't know, schwierig, kann man nicht vorhersagen. Aber ich würde es ihm wünschen, dass er dann sagt, jetzt auf auf'm hohen Level noch, „Jo, das war's, ich bin weg“, ja? 'N Kopf müssen wir uns da auch nicht machen. Wir haben mit Ubich den Nachfolger im Verein. Du brauchst auch, wenn ich da immer lese, ihr müsst den und den Nachfolger haben, ähm, dann finde ich schwierig, ja? Und bevor wir da weiter reingehen, wechseln wir mal eben auf 'n Ubich. Zack. Jetzt haben wir die Note schon gesehen, ne? Wild. Voll Profi wieder. Gut.
2,7 ist die Note beim Obich, hat aber nur 5 Spiele gemacht, von daher ist es natürlich nicht ganz fair gegenüber zu vergleichen mit einem Neuer, der 18 Spiele gemacht hat. Ähm, ja, aber ich verstehe diese ganzen Diskussionen nicht. Ja, der FC Bayern muss dann den und den Torwart verpflichten. Du musst keinen Torwart verpflichten, wenn Manuel Neuer aufhört. Du hast Obich, dahinter hast du 'n Peretz, der gerade in Hamburg, nicht spielt. Ja, ich denke, das wäre auch noch mal 'ne Geschichte als zweiter Torwart. Vielleicht setzt wird auch ein Konkurrenzkampf noch da sein mit dem Obich. Ähm Wenn Neuer aufhört, wird auch 'n Ulle aufhören, der diese Saison eh keine Rolle spielt, kommen wir gleich noch kurz zu. Jonas Urbich ist fußballerisch definitiv stärker wie Manuel Neuer, auch die allein von der Genauigkeit, wenn man sich seine öffnenden Bälle anschaut, ja. Ist genauso ruhig, man hat keinerlei hektisches Gefühl oder irgendwelche Sorgen, wenn er angespielt wird oder sonst was. Ähm, Wirkt für mich auch beim Rauslaufen und grade beim Flankenabpflücken viel, viel sicherer als Manuel Neuer, ja. Ansonsten können wir es natürlich noch nicht richtig gut bewerten, weil wir ihn nur 5 Spiele gesehen haben. Aber für mich, ist er auf 'm sehr, sehr guten Weg und es wird Zeit, dass er, seine Chancen bekommt. Ist natürlich was anderes, alle 3 Tage dann liefern zu müssen, ja, das wird er natürlich noch beweisen müssen. Ja, aber wenn du de ihn hast, ihn jetzt durchgezogen hast als Talent, ja, dann musst du ihn, wenn Manuel Neuer auch aufhört, ihm auch die Chance geben und ihm nicht wieder irgendeinen anderen Torwart vor die Nase setzen. Ist aber auch nur meine Meinung dazu. Gut. Ja, ich muss mal eben hier mit meinen Tasten klarkommen. Zack. Dann gehen wir auf Ulle. Ja, Ulle haben wir nichts gesehen, können wir nichts zu sagen. Ja, Ulle hat auch schwere Schicksalsschläge privat gehabt, hat keinen Einsatz gehabt, ist natürlich dabei. Ähm, 3. Torwart, wenn's sein müsste, wird Ulle da sein. Ich denke, ist auch eine sehr, sehr gute Lösung als 3. Torwart. Von daher alles, Gute für Ulle. Ich denke, auch bei Ulle ist es die letzte Saison bei uns. Gut, dann haben wir den Klarnack noch gehabt als 4. Torwart, ja. Auch von ihm haben wir natürlich nichts gesehen, können wir nichts zu sagen, aber ich nehme ihn einfach mal mit rein. Gut. Ja, damit gehen wir dann rein in die Innenverteidigung, angefangen mit Upamecano. Ja, Upas Note, Durchschnittsnote bei mir ist eine 2,61 bei 18 Spielen. Das ist eine sehr, sehr gute Note. Also, alles unter 3 ist schon gut, ja. Ähm, Opa hat eine bärenstarke Hinrunde gespielt. So, ja, hat jetzt zum Schluss ein 2 Spiele gehabt, wo er wieder ein 2 Wackler drin hatte. Ansonsten war da gar nichts wackelig. Gar nichts. Ja, es war einfach die Maschine, die man erwartet hat. Ja, er hat den Stepper gemacht unter Kompanie auf jeden Fall. Ich glaube, es tut ihm auch unwahrscheinlich gut, dass Jonathan Tah da ist. Ja, ich lese immer wieder oder viele sagen: „Ah ja, Upamecano ist jetzt der Anführer, der Führungsspieler in der Viererkette.“ Boah, ich sehe da den ganz klaren Jonathan Tah, der da eher der Abwehrboss ist, ja, als wie es 'n Upamecano ist. Und ich glaube, Upamecano tut's sehr, sehr gut, dass da jetzt halt so 'n Jonathan Tah ist, der diese Rolle einfüllt, ja. Opa wächst natürlich immer noch. Man sieht's, er übernimmt auch immer mehr Verantwortung, reift auch immer mehr zum Führungsspieler. Ist er letzte Saison schon, aber ich glaube, mit dem Jonathan Tah tut ihm das noch mal richtig gut und beide zusammen, sind 'n brachiales Innenverteidiger-Duo, ja. Also, Opa auf 'n sehr, sehr guten Weg, sehr, sehr starke Saison bisher. Ja, wir werden sehen. Bleibt spannend, ob er seinen Vertrag verlängert oder nicht. Wäre natürlich schade drum, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt auch keine Kopfschmerzen, wenn Opa geht, dann ist das so. Verlieren wir 'n starken Spieler, definitiv, aber ja, du hast 'n Ito, der 'n Linksfuß ist, dann würde 'n Tah nach rechts rücken. Ito ist 'n überragender Spieler, auch in der Spieleröffnung. Ich glaube, das könnte auch richtig, richtig stark werden. Du hast noch 'n Min-Jae, ja, wir haben's gesehen jetzt in Heidenheim, dass du auch junge Spieler dahinter hast. Du hast 'n Stunny, der 'n sehr, sehr guter Innenverteidiger sein kann und so weiter, ja. Natürlich wäre es schade drum, so, wenn Opa weg wäre, gar keine Frage, aber man muss da jetzt auch nicht alles mitgehen und zu allem Ja und Amen sagen. Dann ist das nun mal so, ja. Aber Opa bisher 'ne überragende Hinrunde zum Ende hin, aber zum Ende hin hat fast jeder Spieler 'n bisschen abgebaut, das ist ganz normal.
Das war eine super lange Saison für uns und ja, Opa eine sehr, sehr starke 2,61 Note in 18 Spielen heute. Gut, damit kommen wir zu Minjay. Ja, Minjay hat jetzt nicht so viele Spiele gehabt. Gerade mal die Hälfte von Upamecano. Glatte Note 3 bei mir. Minjay hatte ein, zwei schlechte Spiele, wo er wirklich 1, 2 schwerwiegende Fehler gemacht hat. Ansonsten war er aber auch teilweise sehr, sehr stark. Ansonsten sehr durchschnittlich, sagt auch die Dreier-Note aus, ja. War ein guter dritter Mann. So, das muss man auch mal sagen. Man muss ja mal den Luxus sehen, den wir da gerade in der Innenverteidigung haben, mit Tah, mit Upamecano und mit Kim. Und jetzt kommt, wie gesagt, nochmal ein Ito dazu, ja. Also, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Natürlich für das Gehalt beziehungsweise für die Ablöse, die wir bezahlt haben, haben wir vielleicht alle ein bisschen mehr erwartet von Minjay. Aber wenn gerade 'n Upamecano und Jonathan Tah auch so performen, wie sie performen, ist natürlich auch super schwierig für Minjay, da jetzt einen von den beiden zu verdrängen. Wenn er gefordert wurde, war er meistens sehr, sehr stark, ähm, auf 'n sehr, sehr konstanten Level. Ja, ab und wann, wie gesagt, hat er diese Aussetzer gehabt, aber ich denke auch, er hat sich verbessert, gerade im Aufbauspiel. Da war nicht mehr so oft, also, er hat nicht mehr so oft das Risiko genommen. Liegt natürlich da auch daran, dass er meistens dann mit Jonathan Tah auch 'n Spieler hat, der im Aufbau 'n bisschen stärker ist oder auch 'n Upamecano an seiner Seite. Ja, von daher Note 3, 9 Spiele für Minjay. Gut, damit kommen wir zu Jonathan Tah, der 'ne sehr, sehr starke, ihr seht's, sehr, sehr starke, Runde gespielt hat, ähnlich wie Upa, ja, 2,7, Upa hatte 2,61. 19 Spiele, die ich bewertet habe. Ich sage ja, eine sehr, sehr starke Innenverteidigung, ja. Ähm, Jonathan Tah, absoluter No-Brainer, absoluter Führungsspieler. Hat man auch gestern noch mal in Heidenheim gesehen, wo er gleich den Jungen an der Hand genommen hat, ein bisschen eingewiesen hat. Da sieht man halt, das ist, was ich meine. Er ist der Abwehrboss, er ist der Spieler, der da hinten führt. Das macht er sehr gut. Ich überlege gerade, ich kann mich nicht dran erinnern, dass er irgendwie mal richtig richtig schlecht war. Ich gucke mal kurz durch, aber ich glaube, da war auch nichts, wo man sagen könnte, das war mal schlechter wie eine, ja, 3,5 war seine schlechteste Note, ja. Und das war am Anfang der Saison, wo er noch ein bisschen brauchte. Ähm, Überragend. Ja, überragend. Das Zusammenspiel mit Upa stark, aber auch wenn Minjay da dabei war, war's gar kein Problem, war super stark, super konstant. Absoluter No-Brainer, auch im Spielaufbau. Ähm, Das rundum sorglos Paket, was man sich erhofft hatte, ja, auch den, ich weiß nicht, ob er noch mal 'n Stepper macht und Solan Stepper gemacht hat im Gegensatz zu Leverkusen. Ich habe es schon mal vor 'n paar Jahren gesagt, ich hätte ihn schon viel, viel eher gerne bei uns gesehen, ja. Ähm, Zum Glück hat's dann jetzt noch geklappt und das war auf jeden Fall auch 'n Transfer, der uns sehr, 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 sehr gut tut, ja, und der die Innenverteidigung noch mal insgesamt auf 'ne neue Stufe gehoben hat, finde ich. Ja, und das völlig verdient, 'ne 2,7. Wie gesagt, für mich ist er der da hinten der Abwehrboss ist. Wobei ich jetzt der Opa nicht irgendwie schlecht reden will oder so, der da auch auf 'm guten Weg ist. Ja, das zu der Innenverteidigung. Damit gehen wir auch schon auf die Außenverteidigung. Angefangen mit Zacha Bouet. Ähm, ja, gut, der Punkt sollte 'n Komma sein. Ist ja wohl unmöglich so was. 3,1 bei 7 Spielen, die wir benoten konnten. Er hatte, keine Ahnung, wir haben ihn jetzt seit Wochen, Monaten nicht gesehen. Ja, er hatte am Anfang die Spiele, wo wir keine Alternativen hatten. Da hatte er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele am Stück. Danach hat er ein Spiel ausgesetzt, dann noch mal 'n Einsatz gehabt und dann war er weg vom Fenster. Ja, weiß ich nicht. Die Leistung, ihr seht's, 3,1 war 'n Durchschnitt, waren ordentlich, war aber jetzt nichts, wo man sagen könnte: „Oh, boah, der hat aber richtig geliefert.“
setzen Stunny oder 'n Conny Leimer dermaßen unter Druck, dass er 'ne richtige Alternative gewesen wäre. Das war leider nicht der Fall. Ja, er hatte die Chancen da, er hat seine 5, 6 Spiele am Stück bekommen. Das war ordentlich, aber nicht mehr. Das war nichts, wo man gesagt hat: „Jo, geil, das zeigt“, also, es war nicht so, dass man so wie viele gesagt haben: „Ey, der hat kein Bayern-Niveau“ oder sonst was. Ne, das war ordentlich. Ja, das war wirklich ordentlich, aber halt nichts, womit du 'n Stunny oder 'n Conny Leimer unter Druck gesetzt hättest, wo du gesagt hättest: „Oh, das ist 'ne der ist da und der und der Sache aber stärker“ oder so. Ne, leider nicht. Er konnte das nicht nutzen, von daher von meiner Warte her, ja, er ist 'n Verkaufskandidat, wenn er über seine Reservistenrolle hinauskommen will bei irgend 'n Verein. Bei uns wird er das nicht tun können, ja. Ja, kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Gut, das zur Sache Boe. Ja, weiter geht's mit Stunny. Haben wir ja grade schon angesprochen. Stunny war natürlich am Anfang noch verletzt. Ähm, ja, 'ne 2,86 sagt auch schon einiges. Unter 3, wie gesagt, ist immer stark. Hat 14 Spiele, die wir benoten konnten. Hatte am Anfang immer das Problem, dass er so 10, 15 Minuten gebraucht hat, bis er da war. Ja, das war lange Zeit bei Stunny das Problem. Jetzt in den letzten Spielen war das nicht mehr der Fall. Ja, da war er meistens sofort da, das hat mir gut gefallen. Ähm, Ich denke, er ist auf 'nem sehr, sehr guten Weg. Ja, ich würde es mir wünschen, dass er mal unser Standard-Rechtsverteidiger wird und nicht immer auf der linken Seite da rumeiern muss. Oder wenn man das wirklich, seitenverkehrt machen möchte, ja, dann musst du 'n Davies auf die rechte Seite stellen und dann muss 'n Stunny jetzt mal auf der linken Seite bleiben, ja, dass er sich da endlich mal vernünftig einspielen kann. Ähm, Stunny ist spielerisch 'ne sehr, sehr starke Option, aber auch defensiv 'ne starke Option. Kann torgefährlich sein, kann flanken, kann aber auch, wenn wir dann in der Dreierkette aufbauen, da den Part geben, ja. Natürlich auf der rechten Seite 'n bisschen einfacher dann. Ähm, Ich habe auch 'n bisschen geschaut, ob Stunny so das Ding ist, was uns fehlt, ja, wo er aus Leverkusen zurückkam. Aber bisher überzeugt er mich persönlich auf jeden Fall komplett, ja. Ich bin sehr gespannt. Das wird natürlich jetzt, interessant zu sehen sein in der Rückrunde. Sorry. Wenn Davies da ist, Ito 'ne Alternative als Linksverteidiger. Ob Stunny rausfällt, ob Conny Leimer rausfällt als Rechtsverteidiger, I don't know. Ich bin sehr gespannt. Stunny auf jeden Fall bisher 'ne starke Geschichte, ja. Und wenn er's hinkriegt, dass das jetzt dauerhaft mal weg ist, dass er immer erst so 10, 15 Minuten braucht, bis er im Spiel angekommen ist, dann ist das natürlich auch noch mal 'n Pluspunkt mehr für ihn. So, damit sind wir auch beim angesprochenen Conny Leimer, den ich erst mal suchen muss, weil eigentlich ist er ja im Mittelfeld zu Hause, aber bei uns ja nicht mehr. Conny Leimer. Ja, wir sehen's anhand der Note, ist noch mal 'n Tacken besser wie Stunny, 2,71 und natürlich hat er noch mal fast 'n Drittel, was heißt fast, genau 'n Drittel mehr an Spiele, nämlich 21 Spiele. Conny Leimer sehr, 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 sehr stark. Die letzten 3, 4 Spiele 'n bisschen abgebaut, 'n bisschen müde, so gar keine Frage, aber vorher 'ne absolute Maschine, ja. Auch defensiv viel, viel besser als in der letzten Saison, ja. Ist nicht mehr dieses blind drauf, obwohl er das in den letzten Spielen ein, zweimal wieder drin hatte, sondern er war mal 'n bisschen zurückhaltender, hat's auch mal hinbekommen, Flanken zu verhindern, ja. Das war jetzt in den letzten Spielen wieder 'n bisschen schlechter. Nach vorne hin, durch seine Dynamik, seine Art, dieses Kämpferische, ähnlich wie Luis Diaz, ist er super wichtig für diese Mannschaft, ja. Ähm und ich würde es mir mal wirklich wünschen, ihn mal wirklich in der Zentrale zu sehen. Ja, könnte eine überragende Option sein. Aber er hat es jetzt als Außenverteidiger auch wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, das zeigt die Note auch. Und ja, absolut hat man keine Sorge, wenn Conny Leimer als Außenverteidiger aufläuft. Wie gesagt, die letzten Spiele war wieder ein bisschen wilder defensiv. Muss man mal gucken, ob das ein Trend ist oder ob es einfach der Müdigkeit ein bisschen geschuldet ist, die auch 'n Conny Leimer in den letzten Spielen hatte. Das werden wir sehen, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr starke, Hinserie gespielt. Freut mich für ihn auf jeden Fall auch. Gut, damit kommen wir noch zu Fonzie Davis. Welcome back. Ja, freut mich für ihn, dass er wieder da ist. Ähm
Ja, hatte zwei Kurzeinsätze oder gegen Mainz war's 'n etwas längerer Einsatz mit 'ner Vierer-Note. Ähm, Das war's, ja. Also, da können wir diese Hinrunde nichts benoten, wollen wir auch gar nicht. Er wird noch 'ne Zeit brauchen, nach seiner Verletzung. Vincent Kompany, Riesenfan von ihm, sagt, er kommt stärker zurück, wie er vorher war. Ich habe da so meine Zweifel. Ich weiß nicht, ob die Qualität eines Alphonso Davies, wenn man die Mannschaft bisher gesehen hat, reichen wird. Sage ich euch, wie's ist. Alphonso Davies ist schnell, ja, richtig. Er muss aber auf jeden Fall im Gegensatz zu vor seiner Verletzung ein 2 Steps machen. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer werden, Alphonso Davies in dieser Mannschaft auf Dauer zu rechtfertigen, ja. Ich sehe ihn auch nicht eine Position weiter vorne. Ich sehe ihn nicht, dass er in der Lage ist, 'n Lucho zu verdrängen oder da 'ne ernsthafte Alternative zu sein. Dafür ist sein Dribbling viel zu schlecht. Vielleicht macht er da die nächsten Steps, ich weiß es nicht, kann ja gut sein. Die Schnelligkeit hat er auf jeden Fall, um vorne auf jeden Fall 'ne starke Alternative zu sein, aber dafür muss auf jeden Fall sein offensives Dribbling besser werden. Ähm, Ich weiß es nicht, super spannend, hat super viel Potenzial, sowohl auf der offensiven wie auf der defensiven Position, muss sich aber natürlich entwickeln, ja. In der Defensive muss er viel, viel stärker werden. Das ist 'ne Katastrophe, was er defensiv leistet. Kriegt es kaum hin, mal 'ne Flanke zu verhindern. Gegen einen technisch starken Spieler sieht er immer alt aus, ja. Ja, mit seiner Schnelligkeit ist er natürlich im Umschaltspiel wichtig für uns immer gewesen in der letzten Saison, weil wir super offen standen. Da konnte er sehr viel ausbügeln mit seiner Schnelligkeit. Das ist diese Saison gar nicht nötig. Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Diese Saison ist das gar nicht nötig, dass dann so ein super schneller Spieler ist, weil wir gar nicht so offen stehen und so offen diese Szenen haben, dass es nötig wäre, dass da jemand so reingeht. Von daher bin ich sehr gespannt. Es wird 'ne interessante Rückrunde für Fonzie Davies. Er hat den Vorteil, dass Vini 'n absoluter Fan ist. Ja, hoffentlich kann er's rechtfertigen. Sein Gehalt, sein Vertrag, den er bekommen hat, dafür muss er 2, wenn nicht sogar 3 Steps machen. Ich wünsche es ihm, ja. Ähm, Ich persönlich glaube nicht dran, aber ich hoffe, ich irre mich, ja. Ich denke, aktuell würde ich sagen, Alphonso Davies wird in den nächsten Jahren der überbezahlteste Spieler beim FC Bayern werden. Aber er ist jung, er hat das Potenzial, ja, wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht entwickelt er sich, ja, vielleicht wird er 'ne Position weiter vorne eingeplant. Ich weiß es nicht, wie der Plan ist. Ähm, War ja seine angestammte Position mal. Vielleicht, verbessert er sich auch im Dribbling et cetera. Den Speed hat er, so, da brauchen wir nicht drüber reden. Wird spannend zu sehen sein, ich bin gespannt. Ja, damit kommen wir zum nächsten Rückkehrer, Hiroto Ito. Freue mich riesig, bin 'n Riesenfan von ihm. Ich denke, er hat's auch schon angedeutet in den Kurzeinsätzen, die er hatte. Ähm, Überragender Mann, der, wenn's darum geht, mal wieder die Diagonalbälle in unser Spiel, einzufließen zu lassen, die was auf jeden Fall 'ne, ja, wie Eric Dier, ja. Einfach den Diagonalball, 'n öffnenden Ball mal übers ganze Feld, haben wir bei Ito direkt im ersten Spiel gesehen. Er hat 'n super Aufbauspiel. Ist 'n super cleverer Spieler. Ich denke auch 'n sehr, sehr starker Innenverteidiger, aber auch 'n sehr, sehr guter Linksverteidiger. Hat natürlich nicht den Speed eines Alphonso Davies, ja, aber auch er, wir haben's gesehen, das waren jetzt auch zwei Einsätze, die er hatte, ja, aber auch gleich schon eingefunden auf dieser Position in als Linksverteidiger, auch dann vorne gefährlich gewesen, hat auch die Schüsse genommen beim am gegnerischen 16er. Also, ich freue mich riesig, dass er da ist. Ich denke, er kann 'ne richtige Option werden und gibt uns taktisch halt auch noch mal viel, viel, viel dabei, ja. 'Ne Dreierkette, gar kein Problem, aber auch durch seine Diagonalbälle, die er spielen kann und einfach auch seine Spielintelligenz. Ich denke, er wird uns sehr, sehr gut tun, wenn er seine Chancen bekommt. Auch das wird spannend zu sehen sein. Wie gesagt, wir haben in der Innenverteidigung mit Tah und Upper grade 2 sehr starke Spieler. Wir haben dann auf der Außenverteidiger-Linksposition, wenn du 'n Conny Leimann noch mitnimmst, hast du 'n Davis, 'n Conny und 'n Ito, ja. Und ja, es wird spannend. Ich denke, Ito hat auf jeden Fall die Qualität für den FC Bayern und, zu guter Letzt hast du natürlich auch noch, ähm wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Den haben wir natürlich auch noch da, ja, der eigentlich 'n Linksverteidiger ist, bei uns aber kein Linksverteidiger mehr spielt.
Den können wir natürlich benoten, der war die ganze Hinrunde da. Ihr seht, bisher die schlechteste Note, glaube ich, 3,67 in 9 Spielen, die wir benotet haben oder die ich benotet habe. Das spiegelt es auch wieder. Ja, hat ein zweimal Lichtblicke gehabt, ansonsten katastrophale Leistungen. Jetzt erst auch wieder in Heidenheim. Hat meist als Zehner gespielt, einmal auch in, glaube 30 Minuten in der Halbzeit als Rechtsverteidiger. Ich habe ihn jetzt hier mal mit reingenommen, weil es nominell eigentlich mal ein Außenverteidiger war bei uns. Deswegen ist er jetzt hier in der Liste noch mit drin. Ja, maßlose Enttäuschung. Eigentlich auch ein Abgabekandidat in der Winterpause, sollte dann ein Angebot kommen. Ich denke, man wird es nicht tun, weil er immer noch eine Alternative ist. Hat das Glück gehabt, dass Musiala verletzt ist. Ansonsten hätte er vorne keine Spiele gemacht. Ja, das war der Grund. Da war er noch eine Alternative. Ähm, Ich denke, dass Vinny ihn als Außenverteidiger nicht sieht, sagt schon alles aus. Ähm, Auch er, seine Reise wird sehr wahrscheinlich zu Ende gehen, ja, bei uns. Ich weiß gar nicht, wie lange der Vertrag noch läuft. Der läuft, glaube ich, nicht aus nächstes Jahr, ne? Aber wenn da irgendwie ein Angebot kommt, denke ich, wäre das auf jeden Fall eine Geschichte, wo man sagen würde: „Jo, ähm, brauchst du jetzt nicht unbedingt", ja? Dafür haben wir halt auch genug Jugendspieler, die dahinter sind, die die Position bekleiden können, die er bekleidet. Ja, mal abwarten, war eine enttäuschende Hinrunde, nicht nur an der Anzahl der Spiele, sondern auch an den Leistungen, die gezeigt wurden. Sehr schade, aber ist halt so, ja. Hatte, wie gesagt, ein 2 Lichtblicke, das wollen wir auch nicht verschweigen, aber wenn wir das Große und Ganze sehen, ihr seht alles, was über 3,5 ist, auch wenn ich wieder einen Punkt gemacht habe, ist ja am Ende des Tages auch wurscht, ist schon sehr schlecht, muss man so sagen, und das war nicht gut. Ja, das, zum Thema Defensive, Torwart und Defensive. Ja, wie gesagt, Teil 2 in der Spielerbenotung wird dann jetzt das Mittelfeld und die Stürmer, die Offensive. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute, haut rein. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.